Ey, ich habe das gar nicht mitbekommen. Hanna, wieso weiß das Hanna? So unangenehm. Soll ich mich freuen oder was? Es ist wieder soweit. Die Geschichte mit Hanna Tulnig eskaliert komplett. Am Anfang war alles nur ein Spaß. Hanna hat mich in einem Radiointerview erwähnt. Ich habe ein Video zurückgemacht. Und jetzt hat Hanna Tulnig tatsächlich ein Brautkleid anprobiert. Ich dachte immer, das sei alles ein Spaß. Aber mittlerweile wird es mir zu real. Ich überrasche Adi Toro im Brautkleid. Are you ready? Ich rufe ihn an. Ja, okay. Adi, sie hat mich unter Adi Toro eingespeichert. Ich habe im österreichischen Radio erzählt, dass ich gerne Adi Toro heiraten möchte und ihm im Brautkleid überrascht. Das Ganze habe ich ein bisschen auf TikTok gepostet und das hat berechtigte Fragen aufgeworfen. Sowas wie, warum haben die nicht gerade eine Ukulele? Das ist eigentlich, für die ganze Story ist es eine sehr, sehr gute Frage. Warum? Warum? Gespielt und darüber gestritten, welches Land das bessere ist. Welche Folge habe ich verpasst? Was ist alles in der Zwischenzeit passiert? Ich habe das mal zusammengerechnet. Diese ganzen TikToks mit Hanna, von ihr, von mir, von Milo, jetzt neu auch, die haben insgesamt über 10 Millionen Aufrufe, Digga. Cringe, so wenig Views. Berechtigte Fragen. Ich glaube, ich fange einfach ganz von vorne an. Jetzt kommt Adis und Hannas Geschichte, vom monatelangen Streit bis hin zur Ehe, mehr oder weniger. Aber vielleicht sollt ihr mal erklären, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht sollte mal erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich starte jetzt Dieses Österreichisch, Digga. ganz am Anfang. Im April 2021 hat mir eine Agentur geschrieben, ob ich ein Video gegen diesen anderen Schweizer machen möchte, der immer gegen Österreicher hätte. Ach so, die Leute kennen ja die ganze Geschichte gar nicht. Okay, sie rollt jetzt die Story von ganz Anfang an auf. Okay. Weil der wird vom SRF und vom ORF geprankt, dass ihn alle Österreicher so ein bisschen hassen. Ich hab mir gedacht, ich will keine Menschen im Internet fertig machen, aber der hat's verdient. Ich hab das Video dann gemacht und so haben wir uns kennengelernt. Eine wunderbare Geschichte. Hat das Video. Es war quasi erzwungen. Es entstand auf keiner freiwilligen Basis, dass wir uns kennenlernen. Es war wirklich nur erzwungen und rein geschäftlich. Duettet, dann hat er einen Song gegen Österreich gemacht, dann habe ich einen Song gegen die Schweiz gemacht, dann hat er meinen Song duettet, dann habe ich sein Duett. Ey, Digga, das war die wildeste Zeit auf TikTok. 660.000 Likes, 514.000 Likes. Digga, nee, Digga, ich verstehe nicht, damals, ich glaube, das war damals, ich habe das bis jetzt noch nicht mitbekommen, wie big das war, dieser Fight zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das war wirklich krass und vor allem war auch sehr, sehr krass, dass die Schweiz einfach obviously das bessere Land ist, Digga. Holy shit. Dann auf einmal war Deutschland dabei, dann ist es komplett eskaliert. Deutschland, wer sagt Deutschland? Es war echt eine huge Sache, mein For You war voll mit Songs Es war eine huge Sache, wie mein Schreibtisch. gegen Österreich, Songs gegen Deutschland, Songs gegen die Schweiz. Es war in den Nachrichten. Und das Ding war, die Leute haben uns einfach geschippt. Es war wirklich ein großer Chip. So groß, dass ich sogar in einem Radiointerview damit konfrontiert wurde. Man sagt ja immer, was sie liebt, das neckt sich. Wie ist das eigentlich bei einer Hanna Tulnig und bei einem Adi Toro? Ey, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ey, Österreich wirklich ganz räudiges Land, ne? In der Schweiz war das, da ging jeder damit gesittet um, aber in Deutschland direkt in ein Radiointerview. Ey, ich habe das gar nicht mitbekommen. Unangenehm berührt. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war, wie man sieht, ein bisschen überfordert mit der Frage und die Leute haben einfach nicht verstanden, dass wir Feinde sind, der Adi und ich. Aber der Adi ist auch darauf angesprochen worden. Aber so, Fun Fact, mit der einen von der bin ich jetzt am Schreiben, die das Video gemacht hat. Der Hanna. Was am Schreiben? Ich glaube, Hanna heisst sie, ja. So, ja, die mit dem... Am Daten? Nee. Lol, mir ist gerade aufgefallen, dass der Adi... Hanna? Wieso weiß das Hanna? Das war ein fucking Podcast auf Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsche Podcasts sind dafür gemacht, dass es Deutsche und Österreicher nicht verstehen. In diesem Podcast kann man Informationen austauschen, die Deutschen nicht verstehen dürfen. Wieso weiß die das? Nee, das kann... Es kann nicht sein. Das selbst angesprochen hat, der ist ja gar nicht drauf angesprochen worden. Es ist übrigens 3 Uhr in der Früh, während ich das Video hat. Please appreciate den Hustle-Mode. Und Adi, Der Hustle is real. falls du dich jetzt wunderst, woher ich das Interview habe, Aha. wunder die weiter. Und irgendwann Ja, okay. Lass es. haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir uns versöhnen und uns in Berlin treffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Es war extrem random. Komplett spontan haben wir uns dann in Berlin getroffen. Da haben wir Videos gedreht. Huge Content Production war da. Uns abgespritzt. Und uns persönlich kennengelernt. Brauchst du für deine Schminke eine Baubewilligung? Ja, genau. Und wie geht's weiter? Und jetzt kommt die Story, warum ich ihn im Brautkleid überrascht habe. Ein guter Freund von mir, der Mike Wallace, hat an
Das war wirklich ein guter Witz. Song rausgebracht. Und der Song ist so schön. Wedding Ring gibt's jetzt auf Spotify, hört es euch gerne an. Ist wirklich ein guter Song, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr geiler Song. Auf jeden Fall wollte ich, dass der Song groß rauskommt und ins Radio kommt. Deswegen habe ich beim Radio angerufen und mir gedacht, du musst dir eine gute Geschichte überlegen, weil der Radio nimmt ja Du musst dir eine gute Geschichte überlegen. nicht jeden Song. Aber wenn du so eine gute Story dazu hast, dann müssen die den Song im Radio spielen, weil die Leute wollen die Story hören und das ist fürs Radio auch gut. Deswegen habe ich dann erzählt, dass mein Freund mir nur einen Heiratsantrag macht, wenn ich den ersten Schritt mache. Und die im Radio hat mich dann gefragt, ja, wie heißt denn dein Freund? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich werde monatelang in meinen Kommentaren konfrontiert mit dem Namen. Deswegen ist mir der als erster eingefallen. Wie heißt denn dein Freund? Adi. Ich habe also gesagt, ich würde gerne Adi Nee. heiraten. Ja, upsi. Sie haben dann den Song gespielt Ja, okay, dann heiraten wir halt, ist doch scheißegal. Alles für die Views. Alles für die Views und Likes, Digga. und Adi hat dann mit Maelo so reagiert. Ja, ich finde das wirklich sehr nett von Hannah und ich hätte es nicht erwartet. Mashallah, die Audioqualität von diesem Radiostudio, Digga. Ich schaue mir das Video an und es ist so satisfying. Aber Hannah hat jetzt für mich einen Song im Radio gespielt. Das heißt, ich muss jetzt für Hannah auch einen Song im Radio spielen. Ist einfach nur fair. Ja, und hier ist für Hannah von Bruno Mars Marry You. Das heißt, er hat mir im Schweizer Radio einen Antrag gemacht. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall Das war auch wirklich live im Radio. Das war nicht gespielt. habe ich mir gedacht, wenn er schon so Anspielungen macht, hat er auch eine Antwort verdient. Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, überraschen im Brautkleid. So als kleiner Hinweis, in welche Richtung das gehen kann. Oh, nee. Aber das Ganze war bei weitem nicht so einfach wie erwartet. Der Mike meint, dass meine Anruftechniken nicht die besten sind und deswegen trainieren wir das jetzt. Die Hanna gerade so, wie ruft man den professionell an? Hallo, ich bin die Hanna. Ihr seid keine Kindergartenfreunde. Grüß Gott, Tulnik spricht. Und dann, Tage später, war es dann soweit. Moin, ich bin gerade aufgewacht und werde nur mal versuchen, beim Brautkleidertermin anzurufen. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, ich sag's euch, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht jedes Mal mit dem Stress leben, dass ich dann noch anrufen muss. Hallo? Grüß Gott, Tulnik spricht. Wir bräuchten für einen kurzen Grüß Gott, Tulnik spricht. Videoausschnitt ein Brautkleid bzw. ein Brautkleidgeschäft. Ja, passt, könnt ihr vorbeikommen. Cool, danke. Wow. Bis später. Bis später. Einfach der Brautkleid-Plug, Dicker. Es hat endlich funktioniert. Es hat alles so lange gedauert. Es hat nie mehr abgekommen. Alle haben zugekommen und ich war jetzt so freundlich. Ich kann sich nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ich habe sofort Mike da sein müssen. Mike. Hans? Wir haben es geschafft. Wir haben heute Hans. Wieso sagt jetzt Mike auch zu Hannah Hans? Ich habe Hannah tatsächlich unter Hans eingespeichert, aber ich weiß gar nicht mehr wieso, weil Hannah ist irgendwie so wie Hans oder so. 16 Uhr einen Termin. Na, Ja. geil. Im Schönen. Im Schönen. Bei White Fashion Ich Lens. habe nie geglaubt, dass ich mir mal frei, dass wir einen Termin zum Brautkleid anrufen. Ja, und dann sind wir auch schon zum Brautkleidergeschäft gefahren. Wir fahren jetzt zu dem Brautkleidergeschäft. Für Adi Totoro und ihre Hochzeit. Vor einem Jahr, wie das angefangen hat mit den Ukulelen-Videos, hätte ich das nicht erwartet, dass wir da Das ist nicht mal ein Jahr her, das ist 5 Monate her. Digga, das ist nicht mal, ich mache noch nicht mal ein halbes Jahr, okay doch, mittlerweile mache ich ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Videos auf Hochdeutsch, Digga. Aber das ist noch nicht mal ein Jahr her, what the fuck? Aber das haben wir. Der arme Adi. Ich bin so gespannt auf Adis Reaktion, weil es gibt ungefähr 3 Möglichkeiten. Entweder hebt er ab und dann sagt er so, oh nee. Oh nee, Digga. Oh nee, Digga. Gar kein Bock. Nee, das würde ich nie machen, so eine Reaktion. Das war's komplett. Absolut Das war's komplett. hässlich, oder? Er liegt direkt auf. Mehr Möglichkeiten gibt's hier nicht. Doch, er hebt ab und hat auch eins an. Wir waren dann dort und ich habe relativ schnell das perfekte Kleid gefunden, um an Adi zu überraschen. Das ist so schön. Ich will das nicht mehr ausziehen. Der Adi so, zieh dich aus. Du so. Ja, und Was? dann habe ich ihn Adi angerufen. Was sage ich jetzt aber, wenn ich ihn anrufe? Überraschung! Das ist ja so random. Jetzt kommt zuerst. es ist extrem Warum random. mache ich das? Und es ist ein bisschen viel. Einfach so, wie geht's? So einfach nichts erwähnen vom Kleid. Nee. Oh nee, wie cringe, Digga. So unangenehm. Das wäre lustig. Das Ding ist, ich traue mich Adi nicht einmal so anrufen. Echt? Oh mein Gott. Okay, geht los. Are you ready? Ich rufe ihn an. Ja, okay. Adi Toro, good one. Ah, chillig, Digga. Okay, warte, jetzt schauen wir das Video so. Hi. Oh nee. Findest du das scheiße? Quatsch? Oh. nee, Digga. Es war 1:1 diese Reaktion, aber was soll ich? Soll ich mich freuen oder was? Ich kann mich doch nicht freuen auf einem Brautkleid, Digga. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, ist es für ein YouTube-Video? Nee. Ah, das sagst du Freizeit. Nein, ich wollte dich nur fragen, ob der Schleier passt.
Bitte pink, aber... Pink? Pink. Ja. Ja, okay, wir können es pink machen. Wo kauft man so ein Kleid, Digga? Bei White Fashion Lins. Eins Fashion Links, Ja. bitte lass es mal einfach sagen, aber weniger machen wir nicht. Ja, ich hab's sonst hier bei mir. Gar nichts. Perfekt, ich komme in Trainerhosen dann. Ja, okay, passt. Ja, mir ist egal, aber ich organisiere noch einen pinken Schleier und dann passt das. Ja, die Frage ist jetzt nur für wen? Ja, ist wirklich eine gute Frage. Für wen ist das Kleid? Für wen? Willst du nur erfahren? Okay. Ja, dann viel Spaß mit dem Anruf, ich gehe mich jetzt umdrehen. Okay, ciao. Ich bin gleich voll nervös geworden. Ey, nee, Digga, ich war so am Videoschneiden hier, hab wirklich nicht damit gerechnet und dann ruft die an, ich denke mir so, nee, Digga. Und ich brauchte so am Anfang, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, warte mal kurz. Ich hatte so eine Reaktionszeit, bis ich realisiert hatte, dass sie in Kleidern hat. Warte mal kurz. Jetzt. Hi. Und jetzt, warte. Oh nee. Ich habe so 3 Sekunden gebraucht, bis ich das überhaupt realisiert habe. Aber ich sag ganz ehrlich, Chat, ich sag wirklich ganz ehrlich, ich bin gar kein Fan von diesen Hochzeitskleidern. Digga, ich würde wirklich meine Hochzeit machen in Trainerhosen oder irgendwie so Vintage-Kleidern, aber ich bin wirklich kein Fan. Ich bin auch kein Fan von Anzügen, wirklich. Ich bin kein Fan von diesen Fancy Fashion, das ist nicht so meins. Mehr so Drip, so ein bisschen oversized, einfach. Ja, okay, scheiß drauf, Digga, lass es. Ich mich jetzt umdrehen. Okay, ciao. Ich bin gleich voll nervös geworden. Mir war es im Nachhinein ein bisschen unangenehm, dass man merkt, wie nervös ich war. Und ich weiß auch nicht, warum ich nervös war. Was mich beruhigt ist, dass der Adi ein bisschen rot geworden ist und dass es ihm wortwörtlich umgehauen hat. Ey, ich war nicht rot, ich bin farbenblind. Das ist mein Problem, ich werde immer rot. Ich weiß nicht, bin ich jetzt rot? Ich weiß es nicht, aber ich werde halt extrem schnell rot, egal wo, egal wie. Und ich bin zusätzlich farbenblind, das heißt, ich selber sehe nicht, wenn ich rot werde, so. Es war nicht wegen der Hanna. Und mir passt es schon. Für wen, Digga? Oh mein Gott, so eine Antwort kann nur vom Adi kommen, oder? Nach dem Anruf sind wir wieder nach Hause gefahren und das sind meine abschließenden Worte. 100.000 Likes besuche ich in der Schweiz. Vielleicht mache ich es ja schon bei 10. Na, Spaß. Abonnieren. Ja. Scheiße, Digga. Nee. Wohin hat das geführt, das Ganze? SRF 2 am Morgen. Well, that escalated quickly. Als Hochzeitslocation schlagen wir Liechtenstein vor, aus Gründen. Und hiermit laden wir uns gleich selbst ein. Digga, ey, SRF 2 am Morgen, die sieht doch immer eingeladen, Alter. Die sieht immer eingeladen. Fun Fact, die beiden heiraten wirklich und sagen das indirekt zu uns. Pock-Champ wäre actually nice. Pock. Wo kauft man so ein Kleid, Digga? So geil. Ich hab doch wirklich keinen Plan. An dieser Stelle muss man wirklich mal sagen, ich habe wirklich keinen Plan. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got